Kloklustert. 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 Kloklustert? Kloklustert. Willkommen zu uns dritte Reich von Kloklustert, dem plattdeutschen Podcast über Wetenschap und Gesellschaft. In Düsseldorf wird wie für allen über ein Rebet schnacken, das ist Dursamkeit, ob Deutsch Nachhaltigkeit. Von dort soll das ein Thema gehen, mit dat wie all to doen habt, Urlaub morgen und ob Reisen gehen. Wie freut uns dat hele Jahr ob die Sommerferien, der ein flücht gern in exotische Länder, der andere geht surfen, ein wandert in die Bergen, der andere liegt ans Strand und in Winter geht er tun Skifahren. Man, woans kann in Dursam Tourismus utsehen? Ein, den nicht Natur und Umwelt und auch die lokale Gemeinschaft schonen deit. Zu Gast hab wie Tessa Wever. Sie arbeitet bei dem Tourismusservice in Dangast in Friesland in Niedersachsen. Moin Tessa. Moin. Vertell doch erstmal, wo kommst du her und wo hast du platt lehrt? Ich komme aus der Wesermarsch, genauer gesagt in Overgunn bin ich aufgewachsen und da habe ich all früh das Platt und Beten lehrt von meinen Großeltern. Und dann habe ich auch an plattdeutsche Lesewettbewerbe in der Schule teilgenommen. Und dann habe ich mit 16 angefangen, Theater zu spielen bei uns im Bürgerverein. Ja, und da bin ich auch jemals noch bei. Und wo fährst du gern in die Ferien hin? Geht das mehr wieder weg oder bist du gerne in Norddeutschland unterwegs? Ich bin gern in Norddeutschland unterwegs, aber auch in andere Teile von Deutschland. Ja, auch mal in den Bergen, das finde ich auch ganz schön. Und ist das denn mehr Aktivurlaub oder mehr so am Strand oder auf der Wischen liegen? Mehr Aktivurlaub. Ich fahre gern Rad oder bin auch gern mal zu Fuß unterwegs. So nur ans Strand zu legen, das ist mir ein bisschen zu langweilig. Ein großes Problem bei Reisen ist ja der Overtourism, also der Massentourismus. Ich habe gelesen, dass 99% von den Touristen nur 1% von den Destinationen als Paris, Barcelona oder Bali reisen dort. Darunter liegt Natur, Land und Lüd. Enkelte Regionen, so als Venedig, habt ihr mittlerweile ein P dafür set. Von dort soll das Dursam Tourismus gehen. Und da hört auch dazu, das Unlieggewicht wird am Beten Utug liegen. Das heißt auch mal zu kicken, wo ein anders noch hinreisen kann, so als Nordseebad Dangast, ein Kurort in den Landkreis Friesland. Liegen deit Dangast an den Jadebusen, ist ein Stadtteil von Farel und ist das südlichste Nordseebad. Dangast hat gut 650 Inwohners. Vertell doch mal, Tessa, wieso mag die Lüd gern Urlaub in Dangast? Was habt ihr dort zu tun? Ja, zuerst natürlich den Strand. Da kommen viele Lü her und will da sitten und sich die Sonne genähten und Eis eten ist und auch was Feins bei uns. Ja, und dann ist ja auch die Diek mit der Schob ziemlich schön anzukicken und da kann man auch spazieren gehen und Rad fahren. Ja, und viele Familien kommen auch zu uns und das ist so das Klientel. Das heißt, die Saison ist bloß im Sommer oder habt ihr auch Besuchers über das hele Jahr? Wir habt auch Leute, die das ganze Jahr über zu uns kommt, aber vor allem kommt der so von Ostern bis Oktober zu uns. Und ja, dann in die Ferien, so im Sommer, Juni, Juli, August, das sind so die größten Besucherströme. Und wo viel Lüd kommt so über das Jahr bummelig nur Dangast? So 100.000, die auch mehrere dort bleibt und 300.000, die bloß für einen Tag oder ein paar Stunden bleibt. Das sind ja ein Bach Lüd. Was sagt denn die 650 Inwohner dazu? Die finden das manchmal nicht so schön, wie das ziemlich viel Lü sind. Und dann gibt es auch mal Stau noch Dangast drin. Und ja, viel Verkehr, viel Autos. Und das ist manchmal ziemlich schwer für die Lü zu sehen, dass so viel fremde Lü kommt und man söms vielleicht nicht mehr so den Strand genießen kann, so als man sich das vorstellt. Das heißt, wo ans mag die das? Also gibt es da Protesten oder? Jo, das gibt einmal Proteste vor ein paar Jahren, als da ein Ferienpark Boot war. Die ist nu fast fertig. Und da gibt es Bürgerinitiativen, die sagen, das sind viel zu viel Betten, die da Boot war. Und da gibt es schon dann Protest, wenn man so will. Habt ihr dann so was als ein Limit, was Besuchers angeht? Nee, Limit habt wir nicht, aber wir habt nu schon den Eindruck, dass das genug Lü sind. Also viel mehr kann der Ort einfach nicht verträgen, wie auch die Infrastruktur nicht mehr hergibt.
Da gibt es nur so und so viel Restaurants und andere Einrichtungen und Toiletten und viel mehr Lü könnt ihr einfach nicht mehr kommen, sonst gibt es einen Infarkt. Ja, und gibt das irgendwie ein Mittel, da was zu unternehmen oder wo ans wollt ihr das regeln? Nee, da gibt es nicht so ein Mittel, aber was uns beten in die Korten spät hat die letzten Jahren, ist vielleicht so ein bisschen die Krisen, die Benzin wird teurer und da kommt dann nicht mehr ganz so viel Lü mit dem Auto für ein paar Stunden her oder für ein Tag und auch sonst sind die Preise just stiegen und dann regelt sich das so ein bisschen von allein. Du bist ja bei den Tourismusservice Dangast angestellt, also früher habt wie gesagt Kurdirektion. Was hört du den Abgaben da? Ich arbeite da in Marketing und auch viel in Social Media Marketing, Instagram und Facebook, vertelle ich den Lü, was wir so anbieten können. Das war nicht schön ist in Dangast und dass sie herkommen schuld. Und wie informiert die Lü über Unterkünfte, wo kann ich eine Wohnung nehmen und dort fein Urlaub machen oder wo gibt es Hotels. Ja, ansonsten bin ich auch die Assistentin für den Kurdirektor und habe da auch noch ein paar andere Aufgaben. Und du hast ja auch den Masterarbeit über das Rebet geschrieben, ne? Was wäre das genau? Genau, meine Masterarbeit habe ich geschrieben über Massentourismus und Müll. Da habe ich ziemlich viel gelernt über, wie sich die Lü umgeht mit dem Thema, mit Müll. Ich habe da ein paar Wegen neben Mülleimer gesessen und habe mir angucken, was die Lü darin schmäht und ob sie auch wirklich den Müll darin schmäht oder irgendwo ob er. Und ja, das wäre ziemlich interessant. Ja, das ist ja auch Müll ist ja ein zentrales Thema wie die Dursamkeit von Tourismus, ne? Da kommt wie Glicks noch tau. Ja, wie das uns nauer ankicken dort, wo anstatt in Dangas Süd kannst du kurz verkloren, was in unter Dursam Tourismus versteht. Ja, Dursam Tourismus ist, dass wie Acht gibt, ob die Lü, die da wohnt und auch ob die Derten, die da lebt und dass wir auch Ressourcensport. An was für Derten könnt wir da denken? Nicht bloß die Schop, ne? Nee, nicht bloß die Schop, auch viel Vogels oder andere Lebewesen, die da in Watt lebt, wie Wurms oder andere Lütche, Derten. Wie Dangast für die Dörr liegt hier auch der Nationalpark Wattenmeer. Was bedeutet das für den Tourismus und woans geht ihr damit um? Das ist für uns total wichtig. Das ist auch eine Attraktion für die Lü. Das ist ein ganz besonderer Lebensraum für Derten und Planten. Und viele Lü sind da auch interessiert an und kiegt sich das an und geht da rein mit das Nationalparkhus bei uns in Ort. Und das hört einfach dort to. Das sieht auch ganz muy gut, wenn man in Sonnenuntergang oder in Obgang mal kiegt. Das spiegelt sich da und der Himmel ist ganz besonders bei uns. Und dann möchte man auch kicken, wie kriegt man das zusammen. Tourismus und eben aber auch diese besondere Natur. Und woans kriegt ihr das zusammen? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber wie versucht eben die Lü bewusst zu machen, da das eben was ganz Besonderes ist. Und das funktioniert ziemlich gut eben in Zusammenarbeit mit dem Nationalparkhus bei uns in Ort. Und die geht dann mit der Lü ruht in Wattenmeer und kickt sich das an und buddelt da was ut. Und dann ist das doch eben eine Überraschung, was da eins lebt in diesem Matsch. Mag ihr denn auch, dass der Aspekt Naturbeleben heel wichtig ist für die Urlaubers, die no Dangas kommt? Ich glaube, viele Lü sind sich darüber bewusst, dass das was Besonderes ist und dass die auch dann herkommt, um das zu beleben. Wie viel kommt auch auf die Stadt und sind dann froh, da mal einen anderen Eindruck zu haben. Aber manche, die haben das vielleicht auch im Kopf, dass das was Besonderes ist, aber so in tägliche Leben habt sie dann vielleicht doch nicht so, achte doch nicht so ob, wie sie damit umgeht. Ob sie damit nur wirklich achtsam mit umgeht oder ob das vielleicht, ja, ich bin in Urlaub und bin frei und achte vielleicht nicht so ob. Meinst du denn, dass Dursamkeit in Urlaub ein wichtiger Aspekt ist bei den Touristen, die kommt? Ich glaube nicht bei allen Touristen. Ich glaube, da gibt welche, die das wichtig finden, aber da gibt auch eine Menge, die das nicht so wichtig finden. Das mag man eben anders, wie sie damit umgeht. Wenn sie zum Beispiel im Sommer, da ist ein Mülleimer voll und die geht dann einfach nicht wieder zum nächsten Mülleimer, sondern smietet einfach da rup.
Das ist logisch, dass dort denn ein Vogel kommt oder wegweit und das ist dann ziemlich schau, dass sie das nicht so mag in dem Moment. Was sind denn die Vorteile von dursamen Tourismus? Dass wir diese Natur auch so beholen konnten. Wenn wir dort nun nicht achtsam mit umgehen, dann wird das irgendwann nicht mehr geben. Mein Erlebnis in der Corona-Zeit, das was hat knistert. Das ist was ganz Besonderes. Das hört man nicht jeden Tag. Das hört man bloß, wenn dort Nums ist. Und das liegt eben an den Dätern, die dort lebt. Die ganz kleine Däten, die dort lebt. Und das ist eben ganz besonders. Und wenn wir da nicht obacht, dass wir das schützt, dann war das schwierig, das noch zu beleben. Aber das ist ja genau das Problem. Massentourismus und Schul von der Natur und von den Därten. Also das übereinzubringen ist ja nicht so einfach. Nee, das ist nicht so einfach, das zusammenzubringen. Aber wir versuchen das eben, wir haben verschiedene Modregels, die du ansetzt. Und das ist zum Beispiel, dass wie die Touristen sagen, nehmen den eigenen Becher und go zum Bäcker und nicht den Coffee-to-go-Becher, wie man so schön sagt, und schmiert den einfach weg. Das ist einfach Ressourcenverschwendung und das ist Show. Und das ist so ein Beispiel, wo wir versucht, die Leute dort zu bringen, darüber nachzudenken und bewusst zu machen, dass ich auch in Urlaub eben darauf aufpassen muss, wie ich mit der Natur umgehe. Ja, was gibt das noch für Aspekten in Dangast, was dursam Urlaub angeht? Habt ihr da noch andere Aktionen? Ja, wie sammelt auch Müll zweimal im Jahr, einmal mit dem Kurverein und auch einmal mit anderen, mit Gästen, aber auch mit Inwohnern. Jeder, der Lust hat, kann da mitmachen. Und wir würden dann eben auch sagen, wie mögt ihr was tun und wie mögt ihr darauf achten. Und einfach, dass die Leute sehen, dass wir da was gegen mögt, dass einfach sich was ändert. Und ein großes Problem sind auch die Resten von den Glimmstängels. Gerade an Strand ist das ein großes Problem, dass die da überall liegt. Und das ist ja auch nicht fein für die Kinder, die da spielt. Und für die Hunde und für alle anderen, die da sich abholt. Und da habt ihr eben auch verschiedene Mülleimer-Systeme implementiert, die Leute eben dort so kriegen schon, dass die nicht OPR-Land, sondern eben dort bin. Ja, ich weiß, dass an anderen Kurorten, da gibt es denn nicht Schmökerstrand oder die verdelt so Leute Aschenbeker an die Smökers, mogt ihr das auch? Jo, wir verdelt auch so Leute Aschenbekers. Die kosten auch nichts. Wir haben auch welche mit besonderen Motive, die kosten beten was. Das findet die Leute auch ziemlich gut. Das nehmt ihr auch an und nehmt das mit und verdelt das auch an Freunden und an Familie. Aber manchmal habt ihr den Eindruck, dass die auch nur einmal nutzt wird und nicht ein paar Mal. Und das ist ein bisschen schade. Aber an sich nehmt ihr das ziemlich gern an. Und dann habt ihr auch noch so ein System ausprobiert, da gibt es auch solche Dosen und die kann man dann aus so ein Rohr nehmen und dann kann man die mitnehmen an den Strand und dort die Glimmstängels rinmoken. Und wenn ich dann nach Hus gehen will, kann ich die Dosen da wohl hinstellen und dann kann die nächste das dann nehmen und das auch so moken. Aber das das hätte nicht so klappt. Die Lü habt das dann einfach in Müll schmieden, diese Dosen. Oder habt das sogar in Watt schmieden und dann habt wir das nur instellt, nur mag wie das nicht mehr so. Wie so viel Dosen habt ihr einfach nicht. Also denn das Problem mit den Glimmstängels blifft? Ja, das blifft wohl noch ein bisschen so. Wir würden dann trotzdem die Lü immer woller darauf stöten, dass man diese Aschenbekers nehmen kann. Aber so ganz wegzudenken ist das momentan noch nicht. Und ein Smökerverbot gibt es noch nicht? Wir haben darüber nachgedacht, aber habt uns dagegen entschieden. Wir denken, dass das auch kontrolliert werden muss. Und das ist ein bisschen schwierig. Und ist auch immer wieder diese Diskussion, ob man wirklich mit Verboten arbeiten will oder ob man das nicht auch anders hinkriegt. Mit Abkloren, ja. Genau. Das geht ja auch um die Kronkorkens zum Beispiel. Die liegt ja auch ab und an am Strand. Da die Leute das nicht einfach so liegen lässt, was sie da hinbringt. Ne? In don't, was das ist. Ja.
Ja, was können denn dort tun? Also, wo ans könnt Hotels dursam werden? Ja, Hotels können zum Beispiel darauf achten, dass sie nicht diese ganz lütchen Shampooflaschen nehmen, sondern einfach eine große Flasche dahin stellt oder wie ein Frühstück, dass sie dann nicht so diese lütchen Portionsverpackungen nehmen, sondern die Nutella oder sowas in die Richtung dann einfach so auf den Tisch stellt und sich da einfach was anderes überlegt. Und auch wie die Reinigung vom Zimmer ist das dann auch die Frage, ob man das nun wirklich jeden Tag machen muss oder ob die Gäste dann vielleicht auch sagt, nee, da verticht wie ab und wie mag das nur alle Dreh durch. Das sind so Möglichkeiten, die man da gut schöpfen kann. Und wo hast du das bei den Restaurants ut? Gibt das dort dursam Angebote? Ja, der Restaurant, da gibt zum Beispiel regionale Angebote, dass man dann die Obst und Fleisch aus der Region nimmt und dann auch, wie man damit umgeht, dass die Leute auch was mit nach Hus nehmen will. Da kann man ja auch achten, ob die vielleicht denn ihre eigenen Socken mitnimmt und man das da rein tut oder ob das Mehrweggeschirr gibt, dass man eben dann Woller da hinbringt und dann so ein Pfandsystem, dass ich da mein Geld in Woller für Woller kriege, aber eben nicht das Einweggeschirr, dass ich das einfach mit nach Hus nehme, mein Steak und das da ät und dann anschließend die Verpackung in Müll land, sondern dass ich eben das Woller aufspül und da Woller hinbringen und die nächste Kunden dann auch das Woller mit nach Hus nehmen. Wo ist das denn wie ein Strandimbiss zum Beispiel? Gibt das sowas wie jo? Und gibt das die Wurst noch am Pappteller? Ja, da gibt noch ein Imbiss, der das genauso mag. Der mag das auf dem Pappteller, aber das gibt auch ein Strandbohr. Der gibt ganz normal Porzellan ut und dann gibt das auch so eine Pfandmarke und dann bringe ich mein Porzellan voller durch und gebe mein Pfandmarke ab und dann kriege ich mein Pfand voller. Gibt das in Dangas dann noch andere negative Folgen durch den Tourismus? Ja, da gibt ein paar negative Auswirkungen für die Inwohner, dass die eben den Strand nicht für sich habt und auch, dass die Mieten stiegen. Und dann ist das ein bisschen schwierig, die Mitarbeiter da unterzubringen, die dann im Sommer da arbeiten mögen, in den Restaurants, in Cafés oder wie ein Minigolf oder wo auch immer. Und das ist dann ein bisschen schwierig, dass da auch so ein Gemeinschaftsgefühl unter die Inwohner noch gibt. Da gibt dann so zwei Lager, die Touristen und die Inwohner und die arbeiten vielleicht sogar ein bisschen gegeneinander an oder vielleicht auch Investoren, die dann bloß so eine Wohnung gekauft habt und nicht die Leute, die da wohnt und zusammen was mogt. Lief denn die meisten Leute, die in Dangast wohnt, von Tourismus oder arbeiten die woanders? Da lebt ein paar von Tourismus, aber da gibt auch andere, die dann eine anderen Arbeit nur gut. Die habt ja dann andere Einstellungen von Tourismus. Ja, die habt da eine andere Einstellung. Also die wohnt da, weil das so schön ist. Doch. Ja, wie das so schön ist. Und ist. die füllt den Strand dann auch am liebsten für sich so im haben. Ja, genau. Wie die anderen Leute, die da arbeiten und keine Wohnung kriegt, da komme ich wel zu das Thema ÖPNV. Ne? Also wenn die Busfolgner fährt, dann könnt ihr auch in Vorl wohnen, ne? Und kommt liegers zu der Arbeit. Ja. Es ist total wichtig. Wir haben auch letztes Jahr Markt, dass wir noch unser Team in der Reinigung vergrößern möchten. Und da gibt es viele, die sich bewaffnet haben und eben kein Auto, kein Führerschein habt. Und da bleibt eben dann bloß das Fahrrad, wo ich dann mit zur Arbeit kommen kann. Wo lang brauchst du von Farel nur Dangas mit Rad? Ich würde sagen 30 Minuten. Ja. Ohne Gegenwind. Ja, ohne Gegenwind und ohne E-Bike. Ja, du sagst E-Bike. Gibt das denn E-Mobilität in Dangas? Ist das da ein Thema? Also, wir können sagen, dass immer mehr Lü mit einem E-Auto kommt. Das sind so 10%, die da mit einem E-Auto kommt. Und da habe ich auch nur reagiert und noch mehr Ladesäulen aufgestellt. Und auch für ein Fahrrad gibt es so eine Ladesäule. Aber sonst gibt das jetzt nicht ein Angebot, wie ich leih mir da ein E-Auto ut, sowas gibt das nicht. Keine Autovermietung oder sowas. Man, E-Bike kann ich mir ut leihen, ne? Jo, da gibt es 2 Stellen, wo man das machen kann. Und wo haben Sie das mit anderen Aktivitäten in Dangast ut? So, habt ihr Watersport oder gibt es da Schiffstouren?
Ja, Chiptouren gibt das und auch ein Schwimmbad und ja, Minigolf und das Nationalparkhus und auch das Franz-Ranzibel-Hus kann man sich noch ankicken. Ja, das sind so die Sachen, die man Views machen kann. Kultur spielt ja auch eine große Rolle im Dangast. Ne? Ja, Kultur, Kunst vor allem. Da gibt es ein paar Kunstwerke, die man sich ankicken kann und das muckt die Lü auch, die sind auch ziemlich witzig, dann ja. Gibt das denn so ein Ort Klimakonzept, Bio? Also du hast gesagt, das gibt ein Schwimmbad. Ein Schwimmbad kostet immer ein Bach Energie. Und Energie wird immer teurer. Habt ihr mittlerweile da was überlegt, wo uns das wieder gehen kann? Da sind wir an überlegen. Da sind wir auch vielleicht schon B&B mit Solar und auch Blockheizkraftwerk, sowas in die Richtung. Aber das scheint noch weitergehen. Also wie mag das, wie da Veränderung braucht. Aber wir habt noch kein Konzept. Das Konzept ist in Arbeit, aber das dauert ja ein bisschen lang. Aber da sind wir schon seit 1-2 Jahren sind wir da an. Meinst du denn, oder was, nur die meinen, was könnte Politik tun, dass das Thema Dursamkeit in Tourismus mehr unter die Lüt kommt? Wir haben vorhin ja auch über Gebote oder Verbote schnackt. Und ich glaube, die Lü braucht vielleicht doch ein paar Verbote. Oder auch, dass man irgendwas, das muss man einfach umsetzen und vielleicht dann auch kontrollieren. Beispiel ist das die Mehrwegpflicht, die gibt das ja seit 23. Und da gibt aber auch noch viele Restaurants, die mag das einfach nicht. Und wenn das einfach als gegeben hinstellt ward, du kannst den Eten bloß mitnehmen in so einen Mehrwegbecher oder den Getränk, den Kaffee. Dann mag die Lü das, glaube ich auch. Aber wenn da man immer noch die Wohl hat, dann mag man es nicht, weil das ist ja bequemer, einfach den Einwegbecher zu nehmen. Oder wenn ich als Gastronom wirklich verantwortlich bin für mein Umfeld und mein Restaurant und das möchte ich sauber holen, dann ist das vielleicht doch noch ein bisschen was anderes. Und da möchte dann vielleicht einfach Entscheidungen her und das möchte dann auch umgesetzt werden. Wo uns ist das mit den Naturschulen? Also, ihr habt den Nationalpark für die Dörr. Kann ich da überall hin? Oder liegt da irgendein in Schutzzone ein? Da gibt es bei uns direkt an Strand, kann man überall hin. Aber wir haben ja den Strandcampingplatz Richtung Fore und da gibt es dann schon Schulzonen, da darf man nicht rein. Dass die derten da auch ein Rebate habt, wo sie sich ein bisschen verholen können von den Lüt. Ja. Gibt es da auch Seehunden? Nee, Seehunden habt wir da nicht. Das ist, ab und zu gibt da mal ein Hofenbecken, gibt da mal einen, aber der hat sich dann verirrt oder wohl mal Hallo sagen oder Moin sagen. Aber so, das ist eine Seltenheit. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Was wünschst du dir denn für das Thema Tourismus für die Zukunft? Ich wünsche mir für die Zukunft, dass noch mehr Leute darüber nachdenkt, wie mag ich Urlaub? Mag ich das in Deutschland, mag ich das weit weg? Wie fahre ich da hin? Und was mag ich da in meinem Urlaub? Achte ich da auf, dass ich vielleicht regional eten do oder vielleicht mir mal ankicke, wie so eine Wattwanderung, was lebt da für derten? Und dass ich mir einfach vielleicht auch die Zeit dafür nehme, das mir mal alles anzukicken und zu verstehen. Das heißt, wenn ich meinen Urlaub nur Natur beleben, Utrecht, dass ich der Natur auch eine Chance gebe, sich zu verholen. Ja, genau. Auch von meinem Besuch. Ja, Tessa, vielen Dank, dass du da wärst. Und liebe Leute, wenn ihr das nächste Mal auf Reisen geht, denkt doch vielleicht mal darüber nach, wo an sie reisen dort und wo an sie mit der Umwelt umgeht. Tessa, komm gut nach Hus. Nur Dangas. Jo, danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch andere Fragen an Tessa Wefer oder Trüchmelens habt, schreibt uns gern an info@niederdeutschsekretariat.de. Und wenn ihr wollt, folgt uns doch gern auch auf Instagram und lot in Like door. Das wird von uns wieder geidert in den nächsten Streamel mit Kloklustert. In den nächsten Stream von Kloklustert, da snack ich, Christian Richard Bauer, mit Bernhard Brunklaus über das Thema Verkehrswende. Wo ans kriegt wieder das Mobilität klimafreundlicher zu mucken? Wie schnackt über das Auto, über den ÖPNV, das Vorrad, die E-Mobilität und die Unterschiede zwischen Stadt und Land.
Kloklustert.